Am nächste Reportage nächen Dënni an Clara mat an de verstoppten Deel vun der Stadt. Am Kader von der Ausstellung Der Kalte Krieg in Luxemburg, die am Geschichtsmuseum für Schmart an der Stadt zu gesehen ist, haben wir an einer Feierung vom Bunker an der Kasematten bei der Villa Louveni teilgeholt. Als Visiterzugang bei der Villa Louveni selber, da konnte mir die Origine vom Fort und Fundament vom Turm erklärt. Erbaut gibt das Gebäude vom Generalingenieur von den spanischen Niederlanden, dem Jean-Charles Louveni, und als ein Teil von der Festung Lützeburg. Meterdeckmauern mit Chaisschachten, eine breite Grof und weiteres. Wir hatten am Kader von der Ausstellung, die am Geschichtsmuseum über den Kalten Krieg, hat meine Frau einen Artikel an der Zeitung, also ein kleiner Annonce an der Zeitung gesehen, dass ausnahmsweise dieser Bunker zur Besichtigung wäre, und nun ist ganz einfach gemeldet. Am Park kann es dann anscheinend Trappen an die Hälfte von der Stadt gefordert. Bei denen sich mehr lange an diesen innerirdischen Gang bewegt, bei denen immer mehr gefehlt kriegt, sich an der Zeit zurückzubewegen. Was feststeht ist, dass die Deutschen während dem Zweiten Weltkrieg diesen Schutzraum als Luftschutzbunker benutzt haben und nur als ein Teil von diesen Kasematten Ende 50er Jahren als Bunker von den Amerikanern umgebaut gingen. An der Zeit vom Kalten Krieg wird Kuba-Krise ganz aktuell und dank für einen Atomkrieg omnipräsent war, als so ein Bunker wahrscheinlich echt benutzt ging, für die Leute zu beruhigen. Weil wenn es zu einem Atomkrieg kommen wir, hat ihn diesen Bunker wohl kaum können gebrauchen. Trappe für den Bunker, den als Lazarett hat sollten denken, sind so gefährlich gay, dass sie keine Verletzten hat können Serien transportieren. Davon aufgesehen, wie vielleicht Platz wie maximal 100 Leute am Stur gewirrscht, ohne Wasserversorgung, ohne Ravitaillement, ohne Toilette, ohne effikaz Belüftung gegen radioaktive Stöps und noch, dass die Schwermetallen Dieren den Druck von einer Atomwaffe nicht hatte, könnte ganz überstehen. An einem von den paar Zimmern vom Bunker geht Foto von 1962 gewesen, die am Bunker wie um Glassi geholgen sind, an die als amerikanische Soldaten am Kader von einer militärischen Übung weisen. Das Foto bringt als Geschichte mehr noch, erweisen, dass das Übungen ganz seriös durchgeführt wurden. Als Visit geht er weiter durch einen langen, beeindruckenden Tunnel. Ende vom Tunnel ankommen, waren wir nicht mehr lange am Kalten Krieg, mehr im 19. Jahrhundert. Ganz flott gemacht. Der Raum war relativ klein, aber die zwei Guiden haben das ganz gut gemacht. Das war ja einerseits den Haus vom Museum von drei Eschlen, den hat den ganzen Teil, was die Forteresse von Fort Louvigny an all den Teil von den Kasematten erklärt und noch ganz flotte Anekdoten darüber erzählt. Und da war ja noch der Kommissar über die Ausstellung über den Kalten Krieg, den hat dann die ganzen historischen Wolle davon erzählt, und das war richtig flott. Genau in der Villa Louveni, wo wir am Bonne gesehen haben, weil wir am Anfang von unserer Visit die Basis von der Festung erklärt haben. Der Tisch den initialen Zweck von der Festung, sich zu verteidigen. Nur einer guten Stunde, als als Visit leider arriva. Es bleibt ein interessanten Abblick an eine Mann bekannte Seite von unserer Geschichte, mit guten Erklärungen, Anekdoten und den Eindruck, dass sie ein kleines Geheimnis von unserer Stadt entdeckt wird.